Hallo und herzlich willkommen zu einer Review von einer weiterer riesiger Disney-Produktion. Heute geht es um den Remake vom Filmklassiker The Lion King. Ob der Remake mit meinem Klassiker abholen kann und ob das Produktion überhaupt ein Mehrwert ist für die allbekannte Geschichte, das sieht alles hier bei Filmleft. Anderem hat das bei Filmleft eine Story, die eigentlich jeder kennen müsste. Ihr wisst schon, der Film hat den Löwen an den Hyänen, an der super ikonischer Intro, der... Okay, also für alle guten die wirklich noch immer nicht wissen, wo wir schwätzen. Tiere aus Afrika versammeln sich, für bei der Geburt vom zukünftigen Löwenkönig Simba dabei zu sein. Als Jung von Mufasa soll ihn auch irgendwann am Thron sitzen. Das soll dem Simba allerdings verweigert gehen, weil der Mufasa sein Bruder Scar sich auf pannerhaltig Erderweis den Thron unegent. Doch sin lebt nach kleine Simba fort und trifft op der Menschen Timon an opwärts Schwein Pumba. An Abelo lief de Simba zusammen mit den zwei am absolute Paradies an ohne Sorgen. Ob de Simba da lo de Rest von seinem Leben mit den zwei am Paradies verbringt oder ob sogar sein Thron zurückfordert. Das sieht alles am Kino bei The Lion King. Also für uns zu fänken muss es so, wenn ich die Story vom Remake kritisieren, dann muss ich auch automatisch die Story vom Original kritisieren. Und das werde ich ganz bestimmt nicht machen. Und auch aus genau der Tatsache muss ich die Remake leider kritisieren. Weil die Story ist zu 100% exakt dynamisch wie aus dem Original. Es gibt zum Original so gut wie gar keinen Unterschied. Die Szenen sind dynamisch und sogar so manche Kameraeinstellungen sind exakt dynamisch. Und zum Schluss vom Film denkt ich dann einfach nicht mehr nach, naja, also irgendwie hast du das ganz schon gesehen. Ja, ich weiß, das ist nicht den ersten Remake, den Disney gemacht hat. Wir haben alle guten den anderen Remakes kaufen diverse Veränderungen gemacht. Basis und Schlüsselszenen sind immer nämlich geblieben, aber so haben sich aber trotzdem immer ein bisschen Spielraum gelost. Mir bei Lion King wird man im Drehbuch einfach Copy, Paste. Und das ist für so einen riesigen Markt einfach nicht mehr enttäuschend. Zum Cast gibt es allerdings nicht viel auszusetzen. Natürlich gibt der Mufasa von James Earl Jones geschwärzt, an den Donald Glover schwätzte Simba. Und auch sogar den John Oliver ist dabei. Und das sind nur eine pur von der wirklich perfekten Besetzung. Aber was in dem Film nun definitiv muss losen, ist, dass er phänomenal ausgesehen. Teilweise konnte ich einfach nicht fassen, dass das wirklich gerade alles Animationen sind. Also da muss ich wirklich so, und viel besser geht das Dojo bald nicht. Und auch als komischerweise genau das ein weiteres Problem vom Film. Weil am Original waren die ganzen Charakterüberzeichnungen wichtig, für dass ich mit den Charakteren identifizieren konnte. Und wenn ihr dann die bei perfekt realistische Umsetzungen gesagt, stehen sie sich ein bisschen drin, wenn ihr die Tiere schwätzen und auch so handeln gesagt. Ich war eigentlich immer hin und her gerast. Ist das ein Disney-Film oder ein Doku von National Geographic? Ich meine, als Fazit kann ich sagen, dem Film fehlt es für allem an Charme. Und das ist aber etwas, was ein Disney-Film unbedingt mitbringen müsste. Ich wollte den Film wirklich gerne, und trotz all dieser Tatsachen wird der Film die Menschen schwer gemacht. Aber wenn ich ehrlich mit mir bin, da ging ich so, wenn ich den Film nachher gucken, da ging ich eigentlich immer zurück auf das Original gehen. Wie gesagt, bei ihr aus, wird erst der Remake vom Lion King gefallen, aber was denkt ihr überhaupt über die ganzen Disney-Remakes? Erzählt mir da in den Kommentaren. Und zum Schluss will ich dann noch dazu aufrufen, wenn euch das Format Filmleft gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da. Und auch wenn ihr dieses Video teilen, das ging mir immens helfen. Und an dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit The Lion King. Run away, Simba, and never return. Must take your place in the circle of life.